Guten Morgen, willkommen zurück auf dem Passionsweg. Wir gehen gemeinsam mit Jesus die Stationen durch und erleben seine Kraft in all dem, was er tut. Und jetzt kommt die nächste Station. Celine. Genau, ich lese aus dem Matthäus 27 bis 44. Die Soldaten verspotteten Jesus. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie ihm auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und grölten: „Sei gegrüßt, König der Juden!" Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Die Kreuzigung. Auf dem Weg begegneten sie einem Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde: „Dies ist Jesus, der König der Juden." Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihm. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn. „So, du kannst also den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen? Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steige vom Kreuz herab." Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höhnten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet: „Ich bin der Sohn Gottes." Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Schon krass, dieser ganze Spott, den Jesus da über sich ergehen lassen muss. Und vor allem auch, oder, auch die Folterungen, die beschrieben wurden, und auch schon nur die ganze Tötungsmethode wurde ja gewählt, weil sie besonders grausam ist, weil sie gerade eben das Leiden, das am Kreuz hängen, das Ersticken, die einzige Weg, wieder Luft zu kriegen, ist, man stützt sich auf die Füße und geht in die Schmerzen rein, und das ist wirklich katastrophal, und doch hat Jesus genau das eben gewählt, und einfach in all dem drin. Ihr müsst mal Jesaja 53, könnt ihr nachher noch lesen, wo da einfach wirklich steht, oder die Prophezeiung schon ist, dass Jesus, im Vers 4 steht so, dass er trägt alle unsere Schmerzen, all unsere Krankheit, und das Krasse ist, es steht sogar eben, und wir hielten ihn für den, der von Gott gestraft ist. Genau diese Szene, und Jesus trägt das ganze Leid, und es gibt auch viele Analysen auch, wo man wirklich merkt, okay, in jeder Form der Krankheit, des Leidens, das war wirklich eine Katastrophe, und heute möchten wir es einfach mit der Distanz ansehen. Jesus hat das ganze Leiden und die ganze Krankheit und den ganzen Schmerz wirklich getragen. Und ich find's krass, und gleichzeitig müssen wir uns fragen, warum? Was bedeutet das für uns? Dass Jesus alles getragen hat. Und, oder Jesaja sagt, er hat es für uns getragen. Aber was bedeutet das jetzt? Wir sind immer noch manchmal krank. Wir sind immer noch manchmal leiden wir haben immer noch Schmerzen, und ich glaube, dass Jesus das erlebt hat und die Schmerzen getragen hat, und heute auch dürfen wir feiern und gewiss sein, Jesus hat alle Krankheit getragen, und Jesus heilt dich, mich ganz und immer, zu 100%.
Jeder, der zu Jesus kommt. Nur. Was bedeutet das jetzt? Oder? Ich glaube, wir dürfen die Freude daran nicht verlieren und trotzdem gibt es 3 Arten, wie Jesus heilt. Das eine ist, und das erleben wir immer wieder. Wir beten für eine Person, Jesus heil du, und es geschieht jetzt ein Wunder und Jesus heilt. Und manchmal ist es aber auch anders. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren hatte ich super starke Schmerzen in meinen Füßen und Probleme über Wochen und Monate heraus und teilweise musste ich sogar an Krücken gehen, nur weil ich Schmerzen in den Füßen hatte. Und Jesus ist dann da reingekommen und hat mich mitgenommen auf einen Weg, wo er gemerkt hat, okay, wir kriegen das wieder hin, das hat eine Bedeutung, das hat einen Weg, wo du mit mir gehen kannst, weil es noch viel mehr repräsentiert als nur deine Füße, deine Seele, dein Weg, den du gehst, ist nicht gesund, deine Art, wie du mit dir selber umgehst, und Gott hat mich da mitgenommen und meine Füße sind wieder gesund. Also wo Jesus sagt, hey, ja, aber ich heile dich noch viel ganzheitlicher, ich komme da noch rein. Und dann das Dritte, und das glaube ich, das ist für uns halt das Schwierigste, wo wir manchmal auch gar keine Fortschritte, gar keine Heilung sehen. Aber wir dürfen wissen, wie es in Offenbarung 21 Vers 4 steht, am Ende wird Gott eines Tages, alle Schmerzen werden vernichtet sein, alle Krankheit, alle Tränen wird er abwischen und alles Unheil wird vergangen sein. Und das ist nur möglich, weil Jesus wirklich die Schmerzen getragen hat. Also das dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir eine Zukunft haben, eine Hoffnung im Himmel. Wird meine Krankheit da mal weg sein. Ich werde nicht mehr farbenblind sein im Himmel. Yes, wow! Du kannst dir vorstellen, wie sich das für mich anfühlen wird. Und das weiß ich, das ist nur möglich, weil Jesus da alle diese Krankheiten gezahlt hat. Yes. Aber es ist noch schwierig, das irgendwie zu nehmen für uns selber, oder? Ja. Dann, vor allem, wenn du drin bist im Leiden. Genau. Vor allem, wenn du wartest auf die Heilung. Wenn du eben da bist und sagst, oder wie in dem Prozess drin steckst und Jesus eben nicht jetzt sofort heilt. Und für mich ist einfach wirklich auch, dann wird für mich das Kreuz zum Trost. Wenn du Jesus leiden siehst, und ich kenne ganz viele Leute, die warten schon lange auf Heilung, chronisch krank, vielleicht psychisch auch chronisch krank, oder haben eine schwere Krankheitsgeschichte. Und ganz viele Menschen, und mir selber ging das auch so, wenn du am Tiefpunkt bist und merkst, Jesus hält dich aus und du entdeckst auf einmal, Jesus leidet mit dir. Also Jesus kann mitleiden. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben einen Hohepriester, der mitleiden kann. Und das finde ich so eine Ermutigung. Dann geht es vielleicht gar nicht mehr so sehr um die Heilung, sondern geht es um den Heiler. Auf einmal begegne ich dem Heiler. Ja. Ich erlebe selber nicht die Heilung und das finde ich dann stark, wenn du, war bei mir auch persönlich in Situationen, wo ich schwer krank war, wenn du merkst, wow, ich bin jetzt bin ich getragen. Jesus ist jetzt wirklich da. Und das ist ja auch das, was dann im Römerbrief steht, dass nichts uns trennen kann von seiner Liebe. Und das ist Ermutigung, die möchte ich einfach auch am Kreuz sehen. Man sagt ja auch der Mann des Leidens, oder? Da kann ich mich auch mit meinem Leiden begegnen, da finde ich mich wieder, auch manchmal versteht man doch die Leute nicht, oder? Wenn du sagst, ja, denk ja, mit deinem Knie kann es so wehtun. Also man hat kein Verständnis, aber bei Jesus findet man Verständnis. Ja. Und das finde ich die Ermutigung, auch wenn ich jetzt warte auf Heilung, wenn ich das chronisch und vielleicht auch unheilbar in der Situation drinstecke und weiß, Jesus ist wirklich da und der wendet sich nicht ab von meinem Leiden, sondern ich kann ihn entdecken. Und trotzdem wir dürfen glauben, also Jesus sagt, oder? Wir dürfen dann beten mit Glauben. Ich finde, das ist für uns Christen manchmal noch eine Herausforderung. Wir glauben, dass Jesus heilt, aber wir wissen auch, dass Jesus nicht immer gleich heilt und das ist okay. Ja. Und irgendwie finde ich es auch noch schön, dass er aber auch Verständnis hat, wie Menschen mit dir darin umgehen. Also ich glaube, gerade wenn man eine Krankheit hat, dann lebt man eben, wie du gesagt hast, auch, dass Menschen es nicht glauben oder vielleicht dich eben auch verspotten. Und das finde ich noch so das Krasse, dass Jesus diesen gesamtheitlichen Schmerz, das gesamtheitliche Leid auf sich nimmt. Nicht nur das Körperliche, sondern das physische, psychische, emotionale. So, dass er im Gesamten drin ein Verständnis hat und das durchlebt hat. Er hatte auch das waren Menschen, die haben ihn verspottet, die haben ihn angeklagt aufs Übelste, die haben seinen Vater beleidigt.
Wenn jemand meine Mutter beleidigt, das trifft mich so zutiefst und mich berührt so zutiefst, dass mich Gott ganzheitlich versteht, dass er mich in diesem ganzen Prozess sieht und alles versteht, auch das Drumherum, diesen gesamten Schmerz, das gesamte Leid, das hat er auf sich genommen. Er will, Jesus will, oder Gott will Menschen verstehen und reinkommen in unsere, wie du es gesagt hast, finde ich doch schön, nicht nur in die Krankheit, sondern in unsere Krankheitsgeschichte, sage ich mal. Oder was ja oftmals so viel mehr verbunden ist damit. Jesus ist dafür auf die Welt gekommen, um reinzukommen in unsere Krankheitsgeschichten. Schon krass. Ja. Ja, hey, lass uns für das beten. Wenn du jetzt zu Hause bist und vielleicht einfach auch eine Zeit durchmachst, wo du vielleicht eine längere Krankheitsgeschichte hast oder du wartest auf Heilung. Ja, Jesus sagt, hey, kommt alle zu mir, die mühselig sind. Kommt zu mir, die schwer beladen sind. Und das muss nicht körperlich sein, das kann vielleicht auch seelisch sein, wo du einfach wir jetzt in seine Gegenwart kommen dürfen. Und ich würde vorschlagen, hey, wir nehmen ein Salböl oder irgendein Öl, das du gerade in deiner Küche hast, Olivenöl, irgendetwas, und ja, segnen uns gegenseitig einfach für diese Zeit, dass wir wirklich Jesus entdecken dürfen in unserem Weg, sei es seelisch, körperlich, und einfach für Heilung, ganzheitliche Heilung beten dürfen und diese Hoffnung tragen dürfen. Yes. Hast du Öl da? Ja. Dankeschön. Also für alle, die alleine sind, die können einfach selber so ein bisschen Öl nehmen und sich selber salben. Wie macht ihr es? Gegenseitig, ja. Gegenseitig. Das, ja. Ich hatte vorher noch den Gedanken, vielleicht wäre es cool, wenn jemand noch beten kann, auch jetzt. Wir glauben, dass jetzt Jesus auch gerade heilt. Weißt du, also das ist ja so, wenn wir jetzt beten, dass Jesus heilt. Du bist kurz, du hast mega viel Öl Volle genommen. Ladung. Also ihr dürft so viel nehmen wie Lea oder so viel wie ich. Wir nehmen es. Also vor einfach den Gedanken, Jan, ich glaube, es wäre cool, wenn du betest für die Leute, die jetzt sich wünschen, dass Jesus jetzt sie heilt. Ja, Jesus, du bist der Heiler. Und danke, kannst du jetzt heilen. Wir sprechen es aus, dir ist nichts unmöglich. Und wir sprechen jetzt deine Heilung aus über diesen Menschen, die sich öffnen, die sich das wünschen. Tu, was du tun willst, Jesus. Dein Wille geschehe. Wir sprechen Heilung aus über diesen kranken Menschen, diesen verletzten Menschen. Du bist ein guter Gott. Du bist unser Heiler. Amen. Hey, und du sagst in deinem Wort, dass wenn jemand krank ist oder das Leid, dass wir wirklich in deinem Namen einfach Heilung aussprechen dürfen. Und du kannst es vielleicht bei dir selbst machen oder bei deinem Gegenüber. Einfach diese Heiligkeit im Namen Jesus aussprechen, dass wir wirklich für die Heiligkeit beten dürfen und einfach für eine Begegnung in diesen Zeiten. Egal, wo wir hinkommen, du bist diesen Weg schon gegangen, du weißt, was auf uns zukommt. Und du möchtest einfach in dieser Lebensgeschichte uns kennenlernen und uns begegnen. Wir beten für göttliche Begegnungen, wir beten für Heiligung und wir danken dir, Jesus, für alles, was du für uns getan hast. Und dass kein Weg zu schwer war, der du für uns Danke, Jesus. auf dich genommen hast. Danke, Jesus. Amen. Und ich danke dir auch, dass du uns ganzheitlich kennst, dass du unser gesamtes Leid kennst, unsere gesamte Geschichte hinter unserem Leid, dass du unsere physischen Leiden siehst, dass du unsere psychischen Leiden siehst, dass du unsere emotionalen, seelischen Leiden siehst. Und wir danken dir, dürfen wir sie dir hingeben. Kommst du ganzheitlich in die Situation rein? Gehst du mit uns an jede Ecke und an jede Stelle, wo es gerade schwierig ist? Und dürfen wir dort deinen Segen empfangen? Dürfen wir auch einfach einander segnen in deinem Namen, Vater? Dass du dort hineinkommst, Jesus, und dass du genau für das ans Kreuz gegangen bist. Danke, kennst du uns? Kennst du unser Leid? Kennst du unseren Schmerz? Und geben wir den direkt dir jetzt ans Kreuz, Jesus.
Amen. Vielleicht brauchst du jetzt noch weitere Zeit, wo du dir einfach nach diesem Video nochmal schnell mit Gott darüber auch sprichst. Weil es braucht vielleicht für dich nicht nur ein Heilungswunder, sondern vielleicht auch, dass Gott dich an die Hand nehmen kann und dir erklären kann oder aufzeigen kann, wie er dich führt und dass du ihm einfach vertraust, dass er der gute Hirte ist in all deinem Leiden, dass er es gut meint und mit dir ist und mit dir fühlt in all dem, wo du drin bist. Du hast ja 2 Stunden Zeit, in 2 Stunden sehen wir uns wieder hier auf dem Passionsweg und gehen weiter auf die nächste Station um 12 hier wieder und bis bald.